Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, Teil 2 der Pressekonferenz vor dem 5. Champions League-Spiel beim FC Arsenal in London mit unserem Chefcoach Vincent Kompany oder Vincent. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis: hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. So ein Ding nämlich. Haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support. Und damit gehen wir rein. Going on. Going Who wants to be on. the first? Hannah Let's Reif in go. the first row for Merkur und TZ in Munich. Munich. The microphone, where's the microphone, please? Where's the microphone? Oh. Mach. Give more power on the microphone. Hallo, Herr Kompany. Mikel Arteta hat gerade über Sie gesagt, er wusste schon immer, dass Sie mal Trainer werden. Wenn man über Sie spricht, heißt es immer, Sie sind von Pep Guardiola geprägt. Aber hat auch er Sie geprägt? Gibt es was in Ihrem Spiel, in Ihrer Art des Coachens, was von Mikel Arteta kommt? Can I answer this in English? Is that okay? Yes, okay. Frage war auch nicht Englisch. Yeah, I mean, obviously for me, it was obviously easy to see that he would become a coach because he was the assistant, and it felt like this was a natural progression for him. I think it's normal. I had the same when I think we played against Enzo Maresca recently as well, and obviously because Pep is such a dominant figure, it's normal that he takes these huge players as the person who probably inspired a lot of people to become a coach. But then for me, the thing is, if you look at the evolution of Mikel's team and what they do and how they do it, you can't forget that he's got a very rich history with other coaches as well and at other clubs, and what you see in his game is just incredible physicality of the team, attention to detail to every phase. Of course, the set pieces, everybody knows it, but it's a team that has very, very few weaknesses in any phase of play. And that's something that is also Mikel's character and his attention to detail. And yeah, of course, there's no doubt that Pep has played an incredible role in many people's careers and mine as well. Forever grateful. But both teams are quite different as well, and that's what makes this game as well quite special tomorrow. Nächster Julian Wolf für die Welt. Ja, keine Ahnung. Was soll man dazu kommentieren? Also. Hallo Vincent, in dieser Saison war es ja in Deutschland so in der Bundesliga dominiert und dann wurde gesagt, wo Bayern wirklich steht international, sieht man gegen Chelsea gewonnen. Danach war es so, die Meinung war, man sieht in Paris, wie gut Bayern ist, auch wieder gewonnen. Wie sehen Sie das vor diesem Spiel? Ist das wieder so ein Härtetest oder also geht Bayern? Nee, das ist einfach ein ganz normales Spiel und Junge, was sind das wieder für Fragen, Alter? Bayern als Favorit in das Spiel oder würden Sie wirklich sagen, morgen kann man sehen, wie weit es vielleicht in der Saison Ja, ich weiß nicht, wie ich das sehen muss für morgen, aber ich weiß schon, was gesagt wird nach diesem Spiel. Dann wird es gesagt, wir sehen erstmal im Viertelfinale, oder wir sehen erstmal, und dann, wenn wir die Viertelfinale spielen, und hoffentlich kommen wir da, dann wird gesagt, dann sehen wir erstmal im Halbfinale und Ja, dann erstmal so. im Finale. Und so geht das immer so. Ja. Die Pfoste wird immer ein bisschen weiter geschoben und Genau. und deswegen ist es auch nicht so. Und wenn du morgen verlierst, dann wird wieder gleich geschrieben, ja, der FC Bayern, man sieht, es reicht nicht für den Champions League-Sieg. Es ist keine absolute Spitzenmannschaft, bla bla bla. Und wenn wir gewinnen, dann gleich, der FC Bayern hat die Champions League eigentlich schon gewonnen, wir brauchen gar nicht mehr weiterspielen. Boah, echt, wir leben in einer Welt, das Ganze. Wichtig für mich. Wir haben erstmal unsere ersten 4 Gruppenspiele gewonnen. Ja. Das war schon mal wichtig. Genau. Jeder hat es gewusst vorher, sie haben die Namen gesehen, Chelsea zu Hause, Arsenal auswärts, PSG auswärts, also, und dann noch andere Mannschaften dazu wie PSV und Brügge, die auch nicht einfach sind. Und bis jetzt haben wir unsere Aufgabe gemacht. Wir hoffen, dass es jetzt weitergeht, aber das ist wahrscheinlich im Moment, ich habe es vor 3-4 Wochen auch gesagt, aber jetzt sage ich es wieder, es ist wahrscheinlich im Moment die schwierigste Aufgabe, das ist gegen diese Mannschaft zu spielen. Ist auch so. Ja, erst recht auswärts. Also, man muss sich nur die Tabellen angucken. Also, ich glaube, ist Arsenal nicht sogar noch ohne Gegentor in der Champions League?
War das Arsenal? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber selbst wenn nicht, ja, es ist einfach gerade der Gradmesser. Genauso ist es aber auch umgekehrt der Gradmesser. Auch für Arsenal sind wir der Gradmesser. Ja, das muss man halt auch mal sagen. So, die werden auch Respekt haben. Wir haben halt eine brutale Offensive, ein brutales Pressing, wenn wir on point sind. Auch die werden die erste Halbzeit gegen PSG gesehen haben. Ja. Also auch für die sind wir ein Gradmesser außerhalb ihrer Liga. So, ja, das muss man einfach mal sehen. Aber das freut uns. Deswegen sind wir hier. Wir Genau. wollen das. Das ist das Mikrofon schön versteckt, wenn du es rüberreichst für den Kollegen. Ja, einmal zu ganz außen Martin Volkmann will ran. Hallo Herr Kompany. Wie haben Sie jetzt die Standards nochmal angesprochen im Training? Warum haben wir denn jetzt Deutsch hier? Merke ich ja jetzt erst. Ich dachte jetzt irgendwie oh, gutes Stammbild. Kompanie schläft während der PK. Neuer Aufhänger bei Bild. Nee, ich habe jetzt gedacht, wäre halt komplett auf Englisch die PK, wie bei Heavy auch. Bild. Videoschulung, sehen Sie das als Risiko? Wie gefährlich ist Arsenal da? Und vor allen Dingen auch, wie kann man Einwürfe verteidigen? Weil das ist ja ein Erfolgsmittel von der Mannschaft. Ja, aber das ist erstmal die Wahrheit. Wir haben in den letzten Spielen da nicht unsere normale Stärke. Ja, weil auch Manuel Neuer durch den Strafraum irrt. Sorry. Und rumhampelt und keine Ahnung, Hampelmänner macht und hast du nicht gesehen. Das war schon gegen Union so, wie er durch den Strafraum geirrt ist zweimal. Also, dann ist es halt auch schwierig, ja. Natürlich auch so der eine oder andere Spieler muss mal ein bisschen fickriger sein, so bei so einem Eckball und sowas, ja. Aber natürlich hat da der Angreifer halt auch immer so ein bisschen einen Vorteil, wenn er von hinten reingelaufen kommt und so weiter. Aber also Manuel Neuer hat da schon mehr Unsicherheit reingebracht, wie Sicherheit ausgestrahlt, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Und das ist halt auch ein Problem, auf die Standards bezogen. Gezeigt und ich habe es schon miterlebt als Spieler auch. Dann kommst du durch so eine Phase. Das heißt nicht, dass du in dieser Phase nicht gut bist, in dieser Spielphase nicht gut bist. Das heißt nur, du musst jetzt du musst es jetzt besser machen in die nächsten Spiele, weil du hast nicht performt letztendlich und auf diese Richtig. Situation. Aber wir haben das natürlich analysiert, wir haben natürlich darauf gearbeitet, obwohl ich sagen muss, dass gegen Arsenal sogar die beste Mannschaft auch immer Schwierigkeiten bekommen können. Aber Das ist trotzdem, richtig, jetzt spricht man auf einer Seite über was für den passieren kann. Und ich mag eigentlich nicht zu viel nur in die Verteidigung zu denken, dass, okay, wenn die das machen, haben wir ein Problem. Aber was, wenn wir unser Spiel machen können? Richtig, Was, wir müssen wenn gar nicht wir erst dahin unsere kommen Leistung lassen. bringen können? Und am Ende bin ich mir sicher, dass es schwierig sein wird, morgen unsere Tore zu schießen. Aber wir können das auch und das müssen wir auch versuchen. Und das kommt dann dagegenüber. Und trotzdem wollen wir da besser werden, damit wir wieder die ganz starke Mannschaft werden auf Standards. Offensiv sind wir das noch, aber dass wir wieder die Verteidiger noch die ganz stabile Standardmannschaft sein, die wir normal sein werden, die wir normal sein, ja. Einwürfe? Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Aber ja, ich meine, ich habe Ja, was ist jetzt beim Einwurf anders, Alter? Ob da jetzt jemand eine Ecke reinschlägt oder jemand einen Einwurf weit einwirft. Also, Ende des Tages musst du beides gleich verteidigen. Ja? Du musst halt am Mann sein und gut ist. Ja? Und ansonsten, wenn das nicht hinkriegst, dann musst du halt gucken, dass du ja, Einwürfe halt vermeidest. Ja? Dann muss der Ball nach vorne geschlagen oder was auch immer. Aber kann ja jetzt auch nicht sein, dass man sagt, ja, die können aber gute Einwürfe. Was machen wir da jetzt? 11 Jahre Fußball gespielt in England. Ich war auch Trainer in zweiter Liga. Also da kommt fast jeder Einwurf in Hoppala. deinen 60-Meter-Raum rein. Irgendwann musst du deine Verteidiger auch sagen, okay, Jungs, wir müssen das Ding wegköpfen. Und Ja. klar, die kommen danach auf die zweite Bälle und da musst du auch mit Ja, deinen ganz Mitfeldspieler, genau. Stürmer, alle noch da sein, die zweite Bälle wegzuholen. Ja. Aber das jetzt wieder sehr verteidigend. Das heißt, man kann auch aus dieser Situation einen Counter kreieren, man kann aus dieser Situation auch einen Vorteil kreieren, obwohl das natürlich immer schwierig ist. Next one in the last row, please. Hi there. Hello. Can I just follow up on what you were saying about Mikel Arteta? When you were being coached by him at City, did you detect something special about him? And is any part of you surprised at the level that he's now reached with Arsenal? Yeah, I mean,
like I said, he played. Mikel played a big role as part of the supporting staff for everything I'm saying now. By the way, I've said it already before when I came here with Burnley. It was just less of you guys in here, but I've said it before. But he's no, he was a big part of the supporting staff, and you could see, his activity around the place. Ich weiß auch nicht, was die da immer so einen Hermann rausmachen, nur weil die sich halt kennen von Manchester City, weil er da Teil des Trainerstabs war, etc. Oh, Junge, Alter. Ja, das ist eine Wertschätzung da auf beiden Seiten und dann ist doch gut. Was will man denn da jetzt raushören, rauskitzeln? Ich verstehe es immer nicht so. Und letzten Vincent Kompany auch davor die Frage, soll ich jetzt da hinsetzen und sagen, oh ja, der hat einen riesen Einfluss auf meine jetzige Trainerkarriere gehabt, Blasels. Weiß ich nicht. Obviously Pep was the architect, but behind him he had people that were just constantly giving him feedback and sort of challenging him, and he was definitely that person. So I think when he left, no one was necessarily surprised that he would become the manager he can become, and yeah, I have to say I'm really impressed by Error. operationally, if you look Liegt at nicht an mir, Leute. sort of how they are set up in every phase. And for us coaches, there's one thing which is, of course, winning trophies, but then there's another thing. You just look at how a team is being coached, and if you look at how they are set up in every phase, they are the benchmark for many, many things. When they defend the box, there's not many teams in the world who do better than them. When they take set pieces, throw-ins, defend set pieces, defend throw-ins, when they take kickoffs, defend kickoffs, there's not many teams who are set up better. And they're a team, of course, with players who can also create. So it's a very strong outfit. They've been together for 6 years. In terms of Mikel being here, and you can see that. But I love every bit of the challenge because we come in a really good place as well, and I think both teams have done what they needed to do to this point to kind of see the light. The team that wins this game makes a big step towards being qualified for the next round. Through the direct qualification with the first 8 places. Ja. Nächster Stefan Kumberger bei 1 für Sport 1. Vincent, guten Abend. Sie wissen, es gibt Verhandlungen mit Upamecano, auch Harry hat über die Zukunft gesprochen. Welche Rolle können Sie spielen? Weil für viele Spieler sind Sie ja ein wichtiger Faktor. Alle sind von Ihnen begeistert. Können Sie sich irgendwie einschalten und Probleme, die es vielleicht gibt, lösen? Ja, na klar. Wenn der Opa sagt, ey, ich hätte gern 20 Millionen Handgeld, dann sagt der Vinicius, Opa, guck mal, komm, ich gebe dir 2 von meinen, die ich in meiner Karriere verdient habe. Also ich denke, jeder, der Stammspieler ist beim FC Bayern, gerade in dieser Mannschaft, wo man sieht den Teamgeist, man sieht das Verhältnis zum Trainer. Von der Seite ist alles gut. Am Ende des Tages geht's um Kohle. Punkt. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe zu intensiv gearbeitet auf dieses Arsenal-Spiel, um jetzt über Verträge zu reden. Ich verstehe die Frage aber natürlich und ich verstehe, dass diese Frage noch kommen wird, aber trotzdem, was ich in die erste Woche gesagt habe, wenn ich in Bayern gekommen bin, wir lösen das als Familie, wir werden irgendwann alle unsere Rolle spielen und mal schauen, was dann passiert. Aber erstmal hoffentlich morgen gewinnen. In der dritten Reihe Florian Plettenberg für Sky. Diplomatisch gelöst. Servus Vincent. Bevor wir die Frage vergessen, Es Personal, war nicht nur diplomatisch, es war auch ehrlich. diplomatisch respektvoll. Was können Sie uns zum Personal sagen? Kimmich, Gnabry, Ito. Und eine Frage zu Lennart Kahl. Man hatte oft das Gefühl, ein junger Spieler könne dankbar sein, dass er Minuten bekommt. Jetzt merkt man, er hat schon einen gewaltigen Einfluss auf das Bayern-Spiel. Hat er längst diese Schwelle übertreten, der Jugendspieler zu sein, der Nein, sieht man ja auch direkt an seinem Lachen. Bei Vincent Kompany hat er die in 4 Jahren vielleicht übertreten, wenn er 21 ist. Vorher nicht. kleine Lennart Kahl? Und ist er ab sofort ein ernsthafter Startelf-Kandidat, auch dauerhaft? Danke. Ja, lass uns jetzt 10 Jahre vorausschauen
Und der Lennart Kahl, der Sag dann ich doch. 27 ist, wird sagen über Lennart Kahl von heute, ich war damals noch jung. Also er ist jetzt noch jung, er wird noch jung sein, einige. Siehste, er rafft das. Ich verstehe es nicht. Aber ich habe auch keinen Bock, das Thema wieder aufzumachen. Ja, ich verstehe es nicht. Jetzt kommt wieder das gleiche Gesülze. Ja, er ist noch jung und er braucht eine Zeit und bla und Sülz. Junge, das Alter hat keine Rolle zu spielen. Wenn er einen Einfluss auf unser Spiel hat, wenn er liefert, hat er zu spielen. Und dann ist es scheißegal, ob da ein Serge Gnabry oder sonst wer ist, der 10 Jahre älter ist und das halt nicht auf den Platz bringt. Ja. Das ist das große Problem. Deswegen sehen wir auch so oft einen Leon Goretzka in dieser Mannschaft. Ja, was halt auch eine Farce ist. Sorry, um das mal klar zu sagen. Man hat immer noch nicht die Eier gefunden, das einfach mal durchzuziehen. Ja, also ich denke, guck nach Barcelona, Jamal, etc. Da spielen junge Spieler und die haben Einfluss auf das Spiel. Und ich denke, einen großen Einfluss auf das Spiel. Und ja, und dann haben die zu spielen. Punkt. Und da setzt sich keiner hin und erzählt, oh nee, der ist ja erst 17. Also, wenn er in 10 Jahren, wenn er dann zurückguckt, dann wieder sagt, da war ich ja noch jung. Jahre, er muss das auch nicht, Ja. das ist auch gut, das muss er auch genießen. Und das heißt für mich, was er dann macht mit seinen Leistungen, das kann jetzt so weitergehen, die nächsten 10, 20, 30 Spiele, das ist kein Problem. Das wollen wir auch unterstützen, dass er das macht, dass er das kann. Die Frage ist halt, wie gehen wir um, wenn das mal nicht mehr passiert. Und ganz überzeugt über, was er in Zukunft werden kann. Das ist Schön, das genau jetzt, aber wir kennen die Aussagen schon von der letzten PK. Ja, perfekt. Gleich Störung. Wild. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ja, das ist halt, wie es ist bei Vinny. Punkt. Das ist seine Einstellung, die wird sich auch nie ändern. Warum Lennart Kahl gerade überhaupt spielt und diese Chancen bekommt, weil er halt gerade so liefert. So, ihr hört die Fragen, dann ist es natürlich schwer zu sagen, ich bringe den Jungen jetzt 6 Spiele nicht. Ja. Also, aber annähernd sagt, dass er sagt, von sich aus denken würde, das ist jetzt eine ernsthafte Alternative auf Dauer oder so. Nee. ein anderer Test und ja, wir gehen gerne mit seiner Entwicklung auf jeden Fall. Ja. Entschuldigung. Ja, Sergio, Entschuldigung, ja. Ich versuche dann die Personalfrage gerne zu vergessen, aber danke Dieter. Danke Dieter. Ja, Serge sieht gut aus. Ob er jetzt anfängt oder nicht oder 90 Minuten spielen kann oder nicht, das ist Kann er nicht, der konnte dann immer 90 Minuten spielen, wo er fit war. Was haben wir am Montag im Stream recherchiert? 58 Minuten seine durchschnittliche Spielzeit. Hut ab. eine Frage von morgen. Aber es sieht gut aus und wir haben ein bisschen Angst gehabt, muss ich ehrlich sagen, aber es sieht gut aus. Er gibt gute Signale und Jo hat seit heute auch gute Signale gegeben. Also heute war für uns ein positiver Tag. Also hoffentlich haben wir die ganze Mannschaft zur Verfügung. Haben wir noch 3 Fragen, bitte? Yes, please. Good evening, Vincent Daniel from Bench. Apologies in advance because this is another question about Pep and Mikel. But I do want to ask, you did say that there is differences between your Bayern side and Mikel's Arsenal side. Is there any similarities that you see, that tactically? Yeah, I think, you know what, it's because, and it doesn't actually bother me at all. Ja, keine Ahnung, Leute. Mich interessieren diese Fragen nicht. Liegt aber einfach daran, dass ich auch so einen Tunnel auf dem FC Bayern habe. Ja, mich interessiert es nicht. Wir hören es uns an, natürlich. Alles gut, aber ist jetzt nichts, was mich abholt hier. Because I want to give credit where it's due, you know. But I try to be a logical mind because I get these questions. Obviously, when I played against Alonso 5 times last year, I get that question. When I played against Enzo Maresca this year, I get that question. When I play against Mikel, I get that question, which is I like it because I actually don't want to talk down the role that this man Pep has had for me. You know, the only thing is if you all analyze the 4 teams I've just mentioned and how different they are from one another and how they operate, actually that's for you guys then to reflect on it and say, why is that? So, you know, play against Alonso and actually we're very different.
Tomorrow's game, if you look at both teams and how we behave in many phases, we're very different. We have things in common, but we're very different. And the same with Chelsea, and the same with, and that's for me interesting. Sort of like to sort of look at actually yes, but look at the differences and why is that? It's for you to figure out. Yeah. Ja, schön, dass er das selber mal sagt. Hi, Vincent. Back to those long balls and stop-start Da ist er wieder, der Schreier. tactics. I mean, in your time at Manchester City, when you were the champion, we only had Stoke City and Tony Pulis, right? So, how disruptive is it when an opponent, takes so long to throw the ball in from a throw-in or to set up a dead ball situation? Harry said you didn't train any specifics, to counter the threat from Arsenal, from set pieces and such, but how disruptive is it? Because you're a pressing team, and you are not changing the way you're playing. I mean, is it a phase with these long throws? Yeah. Sorry, did you say we didn't train? He said you didn't pay special attention to Who their said that? way. Harry Kane, just Oh, da gibt's gleich erstmal einen Einlauf. Herr Heavy hat gelogen. now. Right. Oh, maybe he wasn't telling the truth. I don't know. Good smoke screen there. No, I mean there is a part of it as well, which and I'm sure it's the same for Arsenal. You get to those big stages, and it doesn't matter what I was a player for in my playing career. It's the same when you play for the big teams. You'll analyze the opposition, you recognize their strengths, but then you also have an incredible amount of belief in your own strengths. So It's totally true that there's so much to take into consideration when you play against a team like Arsenal, and the momentum of the game, the set plays, and everything else. It's only a fraction, but it's a part of the game that you have to take care of. But they have to do the same. True. We want to have a good day tomorrow, and if we have a good day tomorrow, we're capable of showing things as well ourselves. So take full acknowledgement of what makes them special at the moment, and then I never forget at the end of it to acknowledge what's made us special so far, and to make sure that that's a part of tomorrow's game if we can, Last one in German for Heiko Niederler. Hallo, guten Abend. Hallo. Serge Gnabry hat so eine besondere London-Vergangenheit. Er trifft besonders gerne in London, hat 4 Tore in Tottenham gemacht, 2 Tore in Chelsea und auch gegen Arsenal getroffen. Spielt sowas eine Rolle als Trainer, dass man sagt, wenn man diese Statistik kennt, den muss man besonders bringen oder den kann man besonders einsetzen in so einem Spiel? Nicht so viel, aber was ich natürlich weiß, ist, Spieler brauchen auch Vertrauen. Und du kannst deine Vertrauen holen aus egal was im Leben. Und wenn das 10% extra Vertrauen gibt an den Serge, dann nehme ich das auch gerne mit, auf jeden Fall. Nur, ich glaube, die Entscheidungen, es gibt nicht so viele Entscheidungen morgen, weil es sind viele Fitnessentscheidungen. Also wer ist fit und kann in diese Rolle spielen, kann spielen morgen. Und auf jeden Fall wird Serge eine Rolle spielen, ob es jetzt von Anfang an ist oder nicht, das werden wir sehen. Aber es hat auch viel mit Fitness zu tun und deswegen kann ich dieses Thema nicht so breit machen. Ich muss es einfach behalten. Okay, danke Vinny. Thanks. See you tomorrow. Bye. Gut. Ja, habe ich ja auch gesagt, ne? Es wird auf die Fitness drauf ankommen, wer fit ist und wer nicht. Und es macht halt keinen Sinn, selbst wenn Serge, wissen wir alle, ja, da hat er Bock irgendwie in London, warum auch immer. Aber es bringt ja nichts, wenn er nicht fit ist. Ja, so. Ja, dann wird er vielleicht kommen für eine halbe Stunde zum Ende hin. Ja, kann ja gut sein. Und wenn er dann Bock hat, dann kann er ja immer noch 2 machen. So. Je nachdem, wie es dann steht, ist es wichtiger oder nicht wichtiger. Wir werden es sehen. Ja. Ansonsten ist alles gesagt. Ja, Spiel auf Augenhöhe, Spiel der beiden formstärksten Mannschaften aktuell und von daher freuen, hoffentlich genießen, hoffentlich dann auch vom Ergebnis her zufrieden sein und dann ist doch alles gut. Und in diesem Sinne, Leute, viel Spaß beim Spiel morgen. Rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.
Freunde sind hier allein, weil sie eines im Leben